Wir waren jetzt Kirchentag hier in Paris. Eigentlich wollte ich ursprünglich ins Louvre gehen, habe dann aber realisiert, dass das Louvre eigentlich nichts ist, für rasch anzuschauen, sondern dass wir für das eine Woche Ferien haben. Darum habe ich es lassen, vor allem weil wir ja scheinbar sowieso ewig anstehen überall. Darum eben. So, Zeug. Jawohl, jetzt wird Kunst angeschaut. Das Ding namens Standing Figure von Willem de Kooning. Und es ist irgendwie eine Figur. Das da heisst irgendwie Personenfreund. Und ist von einem Typ namens Dietmann. Und habt ihr auch schon gemerkt, der Oberteil davon sieht aus wie eine Nase. Und genau in dieser Nase gehen wir jetzt grübeln. Lustig, hä? So, oder? Eine Nase. Hier, eine Nase, wo man drin grübeln kann. Nein, ich habe hier herausfinden, dass es wirklich zu viele Leute hat. Die stehen auch an. Es sind gar nicht so viel, wie ich befürchtet habe, weil die Absperrungen gehen noch viel weiter. Scheinbar liegt es daran, dass es Mittag ist, aber das ist noch das andere Thema. Ich habe Hunger. Und ich könnte nicht ungünstiger gelegen sein. Ich bin hier wo alles verdammt teuer ist. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich wegkomme von hier und irgendwo etwas Besseres zu essen finde. Etwas Günstiges, etwas Richtiges. Das wäre auch noch das Phänomen vom Zaun. Auf dieser Seite vom Zaun, wo ich bin, hat es nichts, außer dem Louvre und Touristen. Das wäre der Zaun. Aber sobald wir auf die andere Seite vom Zaun gehen, hat es Eiffelturmverkäufer in einer rauen Menge und ich laufe jetzt unauffällig an denen vorbei. Man wird es ja schon sehen. Und das ist ja, das wäre nicht das vom Louvre, es ist nicht so spannend. Die Käufer sind lustig, weil es immer viel von denen hat. Und weil sie wirklich, man sieht es ziemlich genau, hoffentlich im Hintergrund, einfach nicht hinter den Zaun dürfen. Aber ich fahre jetzt Metro, einfach weil die Station so schön ist. Obwohl sie hier viel von den mühsamen Taubstummbettlern hat, das habe ich jetzt schon selten gesehen, so viel auf einem Haufen. In der Schweiz haben wir immer nur 3 auf das Mal. Ich bin jetzt hier bei Basti. Das ist das Knastding, oder das umgewandelte Knastding. Es ist leider nicht ganz so spektakulär, wie ich gedacht habe. Allerdings war es die einzige Station in der Metrostation von vorher, die ich irgendwie erkannt habe, die mich gereizt hat. Hier hat es mal noch etwas Lustiges, das ich das erste Mal gesehen habe. Dort findet nämlich auf Deutsch so eine Da Vinci-Code-Führung statt. Da ist jetzt irgendwie am Erklären, wo das und was und wie der Kommissar und überhaupt. Lustig.